Dober večer, dame in gospodje. Na enem od osrednjih dogodkov srečanja predstavnikov Nemške akademije za jezik in slovstvo s člani Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Nocojšnji dogodek z naslovom Glasovi v jeziku, literatura, jezik, identiteta, nacija bo eden osrednjih dogodkov letošnje spomladanske konference Nemške akademije za jezik in slovstvo. Večer bomo začeli z nagovorom predsednika Slovenske akademije znanosti in umetnosti, akademika Petra Štiha in predsednika Nemške akademije za jezik in slovstvo Ernsta Osterkampa. Nato se jima bodo na odru pridružili jezikoslovec Andreas Gard ter literarni teoretik in prevajalec Tomo Virk, ki bosta imela uvodni predavanji. Naša okrogla miza pa bo popolna, ko bosta k njej sedla še pesnik, pripovednik in prevajalec Milan Dekleva ter literarna kritičarka in predavateljica Daniela Štrigelj. Kot rečeno, za uvodni nagovor najprej prosim predsednika obeh akademij, najprej gostitelja akademika Petra Štiha. Izvolite. Spoštovane članice in člani Nemške akademije za jezik in slovstvo, spoštovane članice in člani Slovenske akademije znanosti in umetnosti, spoštovane gospe in gospodje. Veseli me, da vas lahko v imenu Slovenske akademije znanosti in umetnosti pozdravim na spomladanskem srečanju Nemške akademije za jezik in slovstvo, ki letos poteka v Ljubljani. Začenja se z današnjim dogodkom, na katerem bodo člani obeh akademij razpravljali o vprašanjih, ki povezujejo jezik in literaturo z narodom in identiteto. O temi torej, ki ni niti nova, niti enoznačna, a je vsekakor univerzalna in zaradi tega tudi že velikokrat nagovorjena. V tem kratkem uvodnem pozdravu, v katerem zaradi časovnih razlogov ne morem podrobneje predstaviti Slovenske akademije, ki praznuje letos 85 let od svoje ustanovitve, želim izpostaviti samo dve stvari, ki povezujeta Slovensko akademijo znanosti in umetnosti z Nemško akademijo za jezik in slovstvo. Prva je umetnost. Da bo Slovenska nacionalna akademija kot najbolj reprezentativna ustanova slovenske kulture v najširšem pomenu te besede v svojih vrstah združevala in povezovala vrhunske domače znanstvenike in umetnike, je bilo njenim snovalcem samoumevno že od samega začetka. Pri tem so se ustanovni očetje naše akademije lahko zgledovali tudi po svojih dveh predhodnicah v tedanji kraljevini Jugoslaviji. Akademijah v Zagrebu in Beogradu, ki so pod svojo streho združevali tako znanstvenike kot umetnike. In temu principu so sledile tudi vse kasnejše jugoslovanske akademije. V evropskem kontekstu, kjer izrazito prevladujejo akademije znanosti, je to vsekakor precejšnja redkost. Zato odločitev, s katero so zakoličili najbolj prvinsko organizacijsko strukturo Slovenske akademije znanosti in umetnosti, smo njenim ustanoviteljem lahko globoko hvaležni. Sam namreč vidim znanost in umetnost kot neke vrste siamska in s tem neločljiva dvojčka. Čeprav imate različne pristope, uporabljate različne orodja in govorite z različnima jezikoma, imate vendarle isti cilj. Razumeti, pojasniti in opisati kompleksnost med seboj prepletajočega se naravnega in duhovnega sveta in položaj človeka v njem. Medtem ko je znanost razumska in teži k objektivnosti, pristopa umetnost k razumevanju sveta srčne, duhovne strani in odkriva obzorja resničnosti tudi s fikcijo, ki v znanosti pač nima domovinske pravice. Perspektive znanosti in umetnosti so komplementarne in enako pomembne, saj je človek v enaki meri razumsko kot duhovno bitje. Zato je poleg znanosti, v katero polagamo upe za izhod iz številnih kriz in za bodoč razvoj človeštva, še kako pomembno prisluhniti tudi umetnosti, ki odpira nič manj eksistencialna vprašanja. Druga tema, ki povezuje obe akademiji, pa je jezik. Izpostavljen je že v imenu Nemške akademije za jezik in slovstvo, medtem ko namenja Slovenska akademija znanosti in umetnosti veliko pozornost slovenskemu jeziku,
in se razume kot neka vrsta njegova najbolj poklicana varuhinja. To je razumljivo, saj je slovenski jezik, kot bomo verjetno danes še slišali, temeljni izraz slovenske nacionalne identitete in mu je zato potrebno namenjati vso skrb, skrbeti za njegov razvoj in raziskave, kot se tudi odzivati na velike spremembe v jezikovni krajini, ki se pojavljajo v zadnjem času. Zvezane so, kot vsi vemo, z globalizacijo in digitalizacijo in z obojem povezano uveljavitvijo angleščine kot svetovne lingve franke. Ko so v mednarodni komunikaciji vsi ostali jeziki, tudi tako veliki kot je nemški, na nek način postali drugorazredni. Poleg tega, da preko programa Naravna in kulturna dediščina slovenskega naroda Slovenska akademija v veliki meri financira slovaropisno in drugo jezikoslovno dejavnost Inštituta Frana Ramovša za slovenski jezik, ki je osrednja slovenska inštitucija za proučevanje slovenskega jezika, imamo na akademiji tudi Komisijo za slovenski jezik v javnosti, ki se s svojimi stališči in izjavami zavzema, da bi imela slovenščina tudi v praksi, to je v javnem prostoru, na univerzah in v gospodarskih dejavnostih mesto, ki ga zagotavljata ustava in zakon. Skratka, smo zelo občutljivi, ko gre za vprašanje slovenskega jezika in v tem smislu se tudi veselim današnjega pogovora, ki nagovarja nekatera temeljna vprašanja naše kolektivne biti. Za zaključek želim vsem članom in članicam Nemške akademije za jezik in slovstvo prijetno bivanje v Ljubljani. Hvala lepa. Lieber Kollege Peter Stich, wir sind Ihnen ausgesprochen dankbar dafür, dass Sie mit solcher Großzügigkeit uns hier empfangen und ins Gespräch mit der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung eintreten. Wir sind uns dieser Ehre sehr bewusst. Wir freuen uns natürlich ganz außerordentlich, in diesen wunderbaren Räumen unsere Tagung eröffnen zu dürfen, also in diesen grandiosen Bibliotheksräumen von Plečnik, in die wir sonst nicht gekommen wären. Also ganz herzlichen Dank für diese großzügige Gastfreundschaft. Wenn ich jetzt an Ihrer Stelle wäre, dann weiß ich genau, dass ich ungern jetzt ein weiteres Grußwort hören würde. Deshalb beschränke ich mein Grußwort auf einen Dank. Erstmal auf den Dank an die einladenden Institutionen, dann aber auch auf den Dank an diejenigen, die uns diese Frühjahrstagung organisatorisch ermöglicht haben. Und da erwähne ich an erster Stelle Ales Steger, der sozusagen der Spiritus Rector hinter dem ganzen Unternehmen ist und als Mitglied unserer Akademie sich immer gewünscht hat, dass wir jetzt einmal nach Ljubljana kommen, insbesondere nach der Covid-Zeit, die vieles unmöglich gemacht hat, was wir uns früher schon gewünscht hatten. Das Ganze wäre auch nicht möglich gewesen ohne die engagierte Mithilfe des Goethe-Instituts, und da erwähne ich natürlich besonders die Leiterin, Frau Landgrebe, und den unermüdlichen Urban Schrimpf. Ja, ein großer Applaus, denn sonst hätten wir das von Darmstadt aus nicht so ohne weiteres ins Werk setzen können. Ich will einfach noch darauf hinweisen, es ist Ihnen, den meisten von Ihnen natürlich bewusst, dass der Sitz der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung in der schönen Stadt Darmstadt in der Nähe von Frankfurt ist. Dort finden in jedem Jahr unsere Herbsttagungen statt. Die Frühjahrstagungen finden alternierend einmal in einer deutschen Stadt statt oder in einer europäischen Stadt. Als meine Präsidentschaft begann, haben wir unsere Auslandstagung in Salamanca gemacht und wir bleiben auf diesem Niveau, in dem wir jetzt nach Ljubljana gegangen sind. Ich wünsche ein gutes Gespräch und hoffe sehr darauf, dass unser Gespräch über Sprache, Literatur, Identität, Nation unter dem Gewicht dieser 4 Zentnerworte nicht kollabiert. Hvala lepa obema govorcema.
Pred nami pa sta zdaj uvodni predavanji. Profesor Andreas Gard je član Spodnjesaške akademije znanosti v Göttingenu. Med letoma 2016 in 2020 je akademiji tudi predsedoval. Je tudi član Nemške akademije za jezik in slovstvo in vodi njeno komisijo za jezik. V nedavnem intervjuju za nemški NDR je dejal: materni jezik in identiteta sta močno povezana, tako individualno kot v odnosu do skupine, od majhne skupine do celotnega naroda. Prisluhnimo predavanju, prosim. Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Ich werde versuchen, das im Stehen zu machen. Wenn das nicht geht, dann setze ich mich wieder. Ja? So, meine Stellungnahme enthält 4 Punkte und die Punkte, sie werden immer weniger lang. Ja? Das ist die gute Nachricht. Sprache, erster Punkt, Sprache und Identität. Sprache und Identität sind nahezu untrennbar miteinander verbunden. Wenn ich spreche oder schreibe, gebe ich mich zu erkennen, ob ich will oder nicht. Ich mag, wenn ich spreche, als klug gelten, als naiv oder als aggressiv, mag für einen Slowenen gehalten werden oder für eine Bayerin. Auch Schweigen hilft nicht immer, denn es kann als beredtes Schweigen gedeutet werden. Diese Zuweisung von Identität über meine Sprache kann ich beeinflussen, kann etwas tun, was in der Forschung als Doing Identity bezeichnet wird. Ich kann versuchen, durch meine Sprache eine andere Identität oder besser eine andere Facette meiner Gesamtidentität, meiner Persönlichkeit zum Ausdruck zu bringen. Wer etwa als Kind zunächst mit einem Dialekt aufgewachsen ist, dann in die Großstadt zieht und dort in der Schule die Standardsprache lernt, in Deutschland nennt man das üblicherweise das Hochdeutsche, der wird bei späteren Besuchen in seiner früheren Heimat vielleicht wieder Dialekt sprechen, damit man dort nicht denkt, er sei ein ganz anderer geworden, der nicht mehr zur Gemeinschaft der Verwandten und Freunde gehört. Was für Einzelne gilt, kann auch auf Kollektive zutreffen und auf die will ich mich konzentrieren. 2 Beispiele. Erstens, das Luxemburgische wurde 1984 zur Nationalsprache erklärt. Bis dahin wurde es unter dialektgeografischen Gesichtspunkten betrachtet, galt es als eine Varietät des Westmitteldeutschen, die sehr große Gemeinsamkeit mit den umgebenden Dialekten auf deutschem Gebiet hat. Seit 1984 aber ist das Luxemburgische offizielle Amtssprache in Luxemburg neben dem Französischen und dem Deutschen. Im Zuge der Verhandlungen über den Beitritt Österreichs zur EU wurden 1994, das ist das zweite Beispiel, im Protokoll 10 23 Austriazismen, österreichische Wörter, aus dem Bereich der Nahrungsmittel, den sogenannten bundesdeutschen Ausdrücken gleichgestellt. Überall dort, wo in Texten der EU, in bundesdeutschen Texten Wörter wie Tomaten, Kartoffeln oder Sauerkirschen steht in den österreichischen Texten Paradeiser, Erdäpfel und Weichseln. Dabei geht es natürlich nicht um Verständnishelfen, sondern darum, durch die und in der Sprache Identität anzuzeigen. In nahezu allen Darstellungen hat Identität etwas Stabiles, in sich Ruhendes, etwas, das nicht dem permanenten Wandel ausgesetzt ist. Und das nicht zu Unrecht. Würde sich unsere individuelle Identität permanent ändern, dann könnten wir uns schon morgen nicht mehr wiedererkennen. In der Identitätsforschung ist von der Wahrnehmung der eigenen Gleichheit und Kontinuität in der Zeit die Rede. Wir alle, ich nehme es einfach einmal an, wissen, dass es so etwas wie Europa gibt. Auch wenn wohl keiner von uns in der Lage wäre, die Merkmale der Identität des Phänomens Europa so anzugeben, dass alle anderen einverstanden wären. Dennoch verwenden wir das Wort Europa völlig unproblematisch. Wir sagen, Frankreich liegt in Europa oder Europa muss sich dem globalen Wandel öffnen oder die europäische Literatur ist oder ist nicht der Nabel der Welt. Derjenige Bereich des öffentlichen Lebens, in dem Identitätsbehauptungen zum Phänomen Europa wohl am häufigsten begegnen oder am meisten umstritten und diskutiert werden, ist der Politik.
Wenn sich Politiker auf das Phänomen Europa berufen, dann unterstellen sie ihm bisweilen eine Identität von großer Tiefe und Stärke, eine Identität, an der es nichts zu rütteln gibt. Dann ist von Europa die Rede als etwas dessen, und jetzt hebe ich einige Wörter hervor, die Wörter, die ich hervorhebe, sind Zitate. Dann ist von Europa die Rede als etwas, dessen Wurzeln bis in die Antike zurückgehen, das ein klar umrissenes Fundament besitzt, auch eine manifeste metaphysische Verankerung, so der frühere tschechische Präsident Václav Havel in einem Text über europäische Identität von 1994. Dieser Duktus, dieser Habitus des in sich Ruhens, des Statischen, ist typisch für Texte, in denen die Existenz einer kollektiven Identität behauptet wird und illustriert den Gedanken von Gleichheit und Kontinuität in der Zeit. Schließlich Emmanuel Macron, der 2017 von der Europäischen Union sagt, sie lege unser gemeinsames Fundament fest, das auf nicht verhandelbaren Werten basiert. Natürlich kann man sich auch sehr leicht andere Vorstellungen, Äußerungen eines ganz anderen Tenors vorstellen. Dort, wo Autokraten eine absolute und nicht hintergehbare Identität eines gesellschaftlich-politischen, kulturellen Körpers, sei es Nation oder Volk oder Vaterland, spielt keine Rolle, wie es genannt wird, diese Begriffe liegen synonym zueinander in vielen Texten. Wo Autokraten so etwas propagieren, eine absolute Identität dieser Einheit, um damit ein politisches Kampfmittel an der Hand zu haben. Aber so ist es nun mal. Der Wunsch nach fester, gesicherter Identität kann missbraucht werden, einfach deshalb, weil die Behauptung starker eigener Identität immer auf eine Wir-Sie-Unterscheidung basiert. In der Wissenschaft hört sich das zumeist zurückhaltender an. Ich lese einen kurzen Absatz aus einem Text des deutschen Soziologen Rainer Lepsius zum Thema Prozesse der Europäischen Identitätsstiftung von 2004 vor. Auch hier betone ich wieder einige Wörter. Die mit den verschiedenen Identitäten verbundenen Verhaltensweisen werden jedoch nicht gleichzeitig ausgeübt. Sie bestehen nebeneinander und werden in spezifischen Situationen ungleichmäßig aktiviert. Die Vorstellung von der Identität als einer einheitlichen und kontinuierlichen Orientierungsprägung ist sicher zu einfach. Das gilt auch für kulturelle und nationale Einheiten. Sie werden gestiftet, verändern ihren Charakter, vermischen sich. Identitäten werden gestiftet, sie verändern und vermischen sich. Zweitens, Sprache, Identität, Nation. Ich glaube, das überspringe ich, das wird sonst zu lang. Worauf ich hinaus will, ist, dass es bei der Bestimmung von Identität, nationaler Identität oder der Identität eines Volks, irgendeines politisch-kulturellen, gesellschaftlichen Körpers, dass Sprache nahezu immer dabei begegnet. Ja, Sprache taucht in diesen Definitionen fast immer auf. Ja. Die Nation als Sprach-, Sitten- und Kulturgemeinschaft. Oder die heutigen Definitionen sind vorsichtiger, die sagen nicht, das ist eine Nation, sondern Bürger und Bürgerinnen entwerfen so ein Selbstbild von sich als. Und trotzdem taucht die Sprache bei diesen ganzen Begriffsbestimmungen immer auf. Ja? Ich kenne kaum eine Definition, die das nicht betont. Bezieht man jetzt semantisch verwandte Ausdrücke wie Reich, Staat, Vaterland, Kultur, Volk in die Betrachtung ein, also nicht nur Nation, dann lassen sich etliche Belege in deutschen Texten finden, in denen die Rolle der Sprache für die Identitätsbildung betont wird. Und es geht ab der frühen Neuzeit spätestens los. Herr Stich kennt das vielleicht besser als Historiker, vielleicht gibt es auch noch frühere Belege. Also zum Beispiel ein Chronist der Sprachgesellschaften des 17. Jahrhunderts fordert alle Deutschen dazu auf, uns über unseres Vaterlands und unsere Freiheit zu wachen. Ja, das zieht sich über Jahrhunderte hinweg. Johann Gottfried Herder sieht 1768 die Nationalsprache als Gedankenschatz eines ganzen Volkes. Für Wilhelm von Humboldt sind die verschiedenen Sprachen und die Organe der eigentümlichen Denk- und Empfindungsarten der Nationen. Und schließlich 1854 beendet Jakob Grimm das Vorwort zum deutschen Wörterbuch damit, dass er die Deutschen auffordert, sich um ihre Sprache zu kümmern, denn, typisches Pathos der Zeit, eure Volkskraft und Dauer hängt in ihr. Thomas Mann, 1937, erkennt die Verantwortung für die Sprache auch als die Verantwortung für das eigene Volk. Und 1982 schreibt Peter Schneider, also noch vor der Wiedervereinigung,
wenn es ein Vaterland der Deutschen weiterhin gibt, so hat es am ehesten in seiner Muttersprache überlebt. Alle diese Äußerungen zu diesem Thema Identität, Nation, Volk haben einen Pathos. Ja? Dramatischer im 19. Jahrhundert, aber selbst im 20. Jahrhundert, die Themen sind so offensichtlich, es ist eine Reihung von so gewaltigen Themen und diese Bezugssetzung zwischen einem kulturellen, ethnischen Körper und der Sprache scheint dazu herauszufordern, mit einem gewissen Pathos diese Sache zu formulieren. Also Größen wie Nation, Reich, Staat, Vaterland, Kultur, Volk überlagern sich semantisch. Und in den Texten ist dann die Rede von Nationalkultur, Volksgeist, Sprachgeist, Nationalcharakter, Sprachcharakter, Sprachnatur, Volkswesen, Sprachwesen und so weiter. Die findet man in etlichen Texten. Sie sehen, immer wird Sprache kombiniert mit dem politischen Körper oder mit dem Volk kombiniert. Und das durchzieht die Texte, wie gesagt, über Jahrhunderte. Sie finden natürlich auch aggressivere Formulierungen, wenn von der arteigenen Sprache die Rede ist und der rassegemäßen Sprache. Wieso aber ist es so? Wieso spielt Sprache bei der Identitätsbestiftung überhaupt eine so große Rolle? Die Antwort ist offensichtlich, ist trivial, aber es ist nun mal die Antwort eben, weil Sprache wesentlich dazu beiträgt, wie wir die Welt wahrnehmen und wie wir uns in ihr bewegen. Die Traditionslinie dieses Gedanken lässt sich bis in die Antike zurückverfolgen. Ich will nur kurz 3 Beispiele nennen. Elakte, aus der Muttermilch, heißt es in einem frühen neuzeitlichen Text, nehmen wir unsere erste Sprache in uns auf. Ja? August Wilhelm Schlegel schreibt Anfang des 19. Jahrhunderts, mit der Muttersprache saugen wir die Vorstellungen und Ansichten der Dinge. Ja, wir saugen sozusagen die in uns rein, das füllt uns aus. Die Sprache ist keine zweite Haut von außen, sondern sie ist bereits in uns angelegt. Und weil sie so ist, wie sie ist, die jeweilige Muttersprache, sehen wir die Dinge so, wie wir sie sehen. Das ist das Argument dahinter. Und deswegen schreibt auch Schlegel, dazu herrscht die Sprache uns unbewusst über unseren Geist. Heute würde man das eine konstruktivistische Position nennen. Ja? Unsere Wirklichkeit wird von uns konstruiert, mit dem Akzent auf der Sprache in diesem Fall. Ja, die Sprache ist dabei sowohl Werkzeug als auch Akteur. Wir nutzen sie, wir spinnen sie aus uns heraus, wie Wilhelm von Humboldt schreibt, und spinnen uns sogleich in dieselbe ein. 3. Sicherung und Gefährdung. Auf der Überzeugung eines engen Verhältnisses von Sprache und Identität basieren Forderungen nach einer Sicherung von Sprachen. Forderungen nach dem Recht, eine Sprache sprechen und schreiben zu dürfen, etwa durch Regelungen für Minderheitensprachen. Aber auf derselben Überzeugung einer identitätsstiftenden oder eben auch tatsächlich oder vermeintlich identitätsgefährdenden Funktion von Sprache basieren auch all jene Versuche, das Sprechen bestimmter Sprachen zu unterbinden. Und es basiert darauf auch die Kritik an fremden Sprachen, wenn sie in Kontakt mit der eigenen Sprache kommen. Dann heißt es zum Beispiel, dass durch französische Spracheinflüsse der deutsche Geist erfremdet, die rechte Art verunartet werden. Diese verunartet ist interessant, weil es offensichtlich eine richtige, natürliche Art gibt und an der verschiebt sich etwas. Ja? Und da gibt es einen Zustand der eigentlichen Richtigkeit, der verändert wird durch den Einfluss des Fremden. Ein Text aus dem Jahr 2000, da schreibt der Autor, dass der Wortschatz einer Sprache ihr Genom darstelle und zu viele Mutationen auf einmal durch Spracheinfluss, in dem Fall das Englische, nicht mal das Französische, den Phänotyp zerstören, wodurch zurzeit in Deutschland Sprachbruch namens Denglisch, Deutsch-Englisch, das ist so eine Kontamination, entstehe. Obwohl 350 Jahre zwischen den Zitaten liegen, ist der grundlegende Gedanke tatsächlich derselbe, dass es ein, wie ich sagte, eigentlich Richtiges in der Sprache gibt und dass durch dieses eigentlich Richtige Identität, individuelle wie kollektive, gesichert wird. 4. Letztens, Möglichkeiten des Umgangs. Ein Wunsch nach Bestimmung der eigenen Identität über die eigene Sprache ist zunächst ganz selbstverständlich und das ist entscheidend. Und, das ist entscheidend, er ist keineswegs auf ein bestimmtes gesellschaftspolitisches Lager festgelegt. Auch ist nicht die Frage, ob man zum Beispiel die Präsenz des Englischen im Deutschen schätzt oder nicht, sei es in Form von Anglizismen, sei es in der Zunahme des Englischen als Wissenschaftssprache, sondern die Frage, sondern die Frage ist, wie man sich verhält, wenn man das eine oder das andere tut, es schätzt oder ablehnt. Hier ist das Spektrum breit
Von der selbstverständlichen Hinnahme des Nebeneinanders unterschiedlicher sprachlicher Identitäten bis zur radikalen Postulierung einer dieser Identitäten als der einzig richtigen. Vielen Dank. Hvala lepa, profesor Gard. Profesor Tomo Virk je profesor za primerjalno književnost in literarno zgodovino na oddelku za primerjalno književnost in literarno teorijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Raziskovalno se največ ukvarja s sodobno prozo, postmodernizmom, magičnim realizmom, sodobnimi teoretskimi in metodološkimi smermi, teorijo proznih zvrsti, teorijo in zgodovino romana in kratke proze. V zadnjem obdobju je v ospredju njegove pozornosti raziskovanje etičnega potencijala literature. Lepo prosim. Hvala lepa. Z zanimanjem sem poslušal tale uvodni nastop svojega spoštovanega predhodnika in ob tem sem mu ves čas samo eno slabo misel, vse drugo mi je bilo zelo všeč. Ta slaba misel je pa to, da bo ta moj nastop zgolj dolgočasen povzetek tega, kar je povedal že moj spoštovani predhodnik. To, kar imenujemo svet, nam je posredovano prek jezika. Taka je bila v 20. stoletju ena od osrednjih ugotovitev tako imenovanega lingvističnega obrata. Ne le mene samega, tudi sveta v filozofskem pomenu besede zunaj jezika pravzaprav ni. Znani Wittgensteinov izrek meje mojega jezika so meje mojega sveta ni zato niti najmanj kontroverzen. Dopolnjuje ga najbolj vsem poznani Heideggerjev jezik je hiša biti in tej hiši prebiva človek. Seveda pa na to spoznanje ni bilo treba čakati do 20. stoletja, poznano je že iz antike, za nemško kulturo v novem veku ga je že na začetku 19. stoletja mogoče najbolj vplivno izrekel Humboldt, ki ga omenjam zato, ker je v razpravi, ki je zelo zanimiva tudi za Slovence, ta razprava nosi naslov o dvojini, v tej razpravi je izrecno zapisal: jezik ni zgolj sredstvo za sporazumevanje, temveč tudi odtis govorčevega duha ter njegovega pogleda na svet. Konec navedka. Oziroma na mnogih drugih mestih jezik je pogled na svet. Lahko bi tudi rekli, jezik je svetovni nazor. Jezik po Humboldtu na eni strani izraža človekovega duha, njegove nazore, njegovo osebnost, obenem pa vse to tudi sooblikuje. Jezik je torej pomemben gradnik človekove identitete. Podobno velja pa tudi za pesništvo, literaturo, Dichtung. To ne preseneča, ker literatura je doma v jeziku. Moja domovina je slovenski jezik, tako pravi slovenski pesnik. Ali bolj splošno rečeno, domovina pesnika je jezik, v katerem piše. Zato ne preseneča, da Humboldt tudi za literaturo ugotavlja isto kot za jezik. Takole pravi v svojem spisu o Goethejevem drugem bivanju v Rimu. Citiram: literatura je v vsakem pravem literatu obenem tudi pogled na svet. Konec navedka. Torej tako kot jezik. Jezik in literatura izražata človekovo osebnost, njegovo samoobčutenje, njegovo identiteto. Humboldt govori na ta način o jeziku in literaturi na začetku 19. stoletja, torej v obdobju, ko začne postajati v precejšnjem delu Evrope najpomembnejša oblika kolektivne identifikacije narod. In eden izmed osrednjih gradnikov narodne identitete, pravzaprav osrednji, čeprav ne edini, je jezik. Ob jeziku in povezavi z njim pa se prav v tem obdobju med kolektivna identitetna znamenja uvrsti književnost. Predvsem tista, seveda, ki temelji na nacionalnem jeziku.
Jezik svojo dokončno realizacijo doseže, ko je lahko podlaga za ustvarjanje vrhunskih literarnih del. In zato ne preseneča, da so jezik na njegovo najvišjo raven predstavili ravno pesniki. V nemški književnosti, na primer, največji nemški klasik Goethe, v slovenski pa nedvomno njegov nekoliko mlajši sodobnik, največji slovenski literarni klasik Prešeren. V dobršnem delu evropske književnosti zato kanonska literarna dela močno sooblikujejo nacionalno zavest in pomagajo vzpostavljati nacionalno identiteto. Ni naključje, da Francesco de Sanctis, eden od velikih avtorjev nacionalnih, danes bi marsikdo rekel nacionalističnih, literarnih zgodovin, sredi 19. stoletja zapiše, da je zgodovina italijanske književnosti identična zgodovino italijanskega naroda. Evropski narodi, ne sicer vsi, ampak mnogi evropski narodi so se v obdobju svojega nastajanja, oblikovanja, konstruiranja, če hočemo, pogosto identificirali s svojimi vrhunskimi literarnimi dosežki. Literatura je bila ob jeziku osrednji gradnik nacionalne identitete in si je tako zgradila simbolni kapital, ki je marsikje segel še globoko v 20. stoletje. Pri Slovencih, na primer, je bila vloga literature pri samopodobi naroda, pri njegovem samorazumevanju lastne identitete tako zelo reprezentativna, da je lahko literarna kultura še v najnovejšem času, pred 3 desetletji, močno, za nekatere celo odločilno prispevala k slovenski osamosvojitvi. Tovrstna strukturna povezanost naroda, jezika in literature ohranja svojo trdnost v obdobjih oblikovanja narodne zavesti in konstituiranja naroda kot nacije, kot državne skupnosti. Toda v sodobnem svetu se ta trdnost, vsaj v okviru literarne kulture, na več načinov rahlja. Literatura ni le gradnik nacionalne identitete, temveč od nekdaj tudi izraz osebne. Flaubertov sklik Madame Bovary, c'est moi, je glede tega dovolj poveden. Literatura je obenem tudi kulturni diskurs transgresije, odpiranja in preseganja meja. Ko je cilj konstitucije naroda dosežen, začne literatura bolj razvijati svoje druge potenciale. Tako da je literatura ne samo utrjevalka nacionalne zavesti in promotorka raznolikosti, na primer osebne, nacionalne ali jezikovne, temveč zlasti v modernem svetu je obenem tudi kritičarka nacionalizma, spodbujevalka kozmopolitizma, univerzalne solidarnosti in razgradnje trdnih tradicionalnih identitetnih struktur. V tej njeni dvojnosti se zdi njena vloga na videz nedosledna. Toda ta njena dvojnost ne pomeni nič drugega kot to, da je literatura zrcalo sodobne družbe, tako dobrem kot slabem, in pomeni zato poziv k njeni refleksiji. Glede vsega tega smo, kar zadeva razmere med narodom, jezikom in literaturo, danes tako postavljeni pred več izzivov. Na udaru je pojem identitete, pa tudi vsi drugi osrednji pojmi iz naslova tega srečanja. Konstruktivistična epistemološka paradigma že na teoretični ravni problematizira tesno vez med narodom, jezikom in literaturo, razumljeno kot naravno, organsko, esencialno. In sami družbeni praksi smo posledično priča množici pojavov in teženj, ki se zdijo vsaj z tradicionalnega humanističnega gledišča pogosto bolj negativne kot pozitivne. Jezikovni imperializem in jezikovna kolonizacija, tukaj seveda tudi jaz govorim o angleškem jeziku, torej ta jezikovni imperializem in kolonizacija, ki sta neprimerno učinkovitejša
in celovitejša od zgodovinskih političnih imperializmov in kolonizacij. Globalizacija, internalizacija, vse to so najočitnejša gesla procesa, ki si pogosto z argumentom pragmatičnosti prizadeva vzpostaviti, če spet aludiram na Humboldta, en sam pogled na svet, en sam svetovni nazor. Bliskovit razvoj umetne inteligence v zadnjem obdobju, zlasti orodje ChatGPT, postavlja samo še piko na i temu procesu. Njegove posledice so nepregledne, zato pa toliko bolj potrebne temeljitega premisleka. In lociranje nekaterih nevralgičnih točk tega procesa ter razprava v njih je tudi namen današnjega srečanja. Hvala lepa, profesor Virk. Kot rečeno uvodoma, tule na levem krilu našega omizja sedita še dva sogovornika, in sicer namreč literarna kritičarka in esejistka, predavateljica sodobne nemške umetnosti na Univerzi na Dunaju, gospa Daniela Štrigelj, lepo pozdravljeni na tej naši okrogli mizi, in kot sem že prej omenila, tudi izredni član SAZU, razredu za umetnosti, predvsem pa seveda priljubljen pesnik, pisatelj, pripovednik Milan Dekleva. Predlagam, da začnemo s tem zadnjim poudarkom profesorja Virka, in sicer to, kar je malo prej omenil, današnji svet jezikovne kolonizacije, današnji svet globalizacije, današnji svet internacionalizacije je seveda močno spremenjen. Naši otroci odraščajo povsem drugače, kot smo odraščali mi sami. Otroci berejo mange, gledajo anime in družba funkcionira po neki povsem novi logiki digitaliziranega sveta. Ta svet je popolnoma spremenjen in v tem uvodnem krogu bi vas rada vprašala, katere morda nevarnosti, pa katere priložnosti tega procesa, o katerem je govoril predavatelj Virk, vidite. Morda pa vam zastavim zraven še kako podvprašanje. Začela bom, gospa Štrigelj, kar pri vas. In sicer profesor Gard je malo prej govoril o teh različnih načinih upovedovanja, različnih načinih pisanja o jeziku, o nacionalni identiteti, o narodu, o državnosti. Dejal je, včasih, zdaj govorimo o 17., 18., 19. stoletje, je bilo patetično, pogosto v nekem obdobju je bilo tudi dramatično. Kaj pa danes? Kako pa danes literatura, sama literatura v bistvu zavzema stališča do teh kompleksnih in zelo kompliciranih vprašanj? Ja, guten Abend. Das ist eine sehr umfangreiche Frage. Ich versuche kurz darüber nachzudenken. Also die Literatur ist, glaube ich, überhaupt in einer prekären Lage. Nicht nur, weil die Sprache unter Druck ist, in der sie verfasst wird. In allen Nationen ist die Literatur als Kunstform, glaube ich, in einem gesellschaftlichen Diskurs, der auf Nützlichkeit abgestellt ist, unter Druck. Und das Englische, von dem heute die Rede war, das ist ja nicht das Englische der Literatur, das ist das Englische der Wirtschaftswelt. Das ist sozusagen der natürliche Feind der Literatur, diese Art von Sprache, bei der es eben darum geht, und das ist jetzt das Positive, dass man, auch wenn man die Sprache nicht oder so beherrscht, dass es den Muttersprachlern graut, dass man trotzdem sich so irgendwie verständigen kann. Aber literarisches Schreiben geht natürlich von einer anderen Sprache aus. Die Sprache der Literatur
wenn sie diesen Namen verdient, ist eine Sprache, die versucht, den Gemeinplatz zu vermeiden und nicht das vernutzte Vokabular der Presse etwa oder der politischen Auseinandersetzung zu verwenden, sondern der Sprache einen neuen Anstrich zu geben. Und das hat sich, glaube ich, seit dem 19. Jahrhundert nicht verändert, dass wir das von Literatur erwarten. Wenn ich von Wien aussprechen darf, dann ist das mit der neuen Sprache und mit dem Rückzug gewisser Identitätsmerkmale auch ein zweischneidiges Schwert. Einerseits hat man, ich erinnere mich daran, den Dialekt, also den Wiener Dialekt, von dem spreche ich jetzt, immer als ein Zeichen sozialer Deklassierung, Minderwertigkeit angesehen. Und man sollte ihn in der Schule nicht sprechen. Man war dazu angehalten, den Dialekt zu vermeiden. Und zum Teil dieselben Menschen weinen heute dem Dialekt nach und sagen, alle Kinder und Jugendlichen sprechen so, wie man in Deutschland spricht oder wie man auf YouTube spricht, wie man dort Deutsch spricht. Also man muss gar nicht Englisch sprechen, man kann auch dieses YouTube-Deutsch als Feind der literarischen Sprache betrachten. Und plötzlich ist der Dialekt als Identitätsmerkmal wieder sehr modern und hat irgendwie Charme. Hvala lepa. Zdaj sem se spomnila pravzaprav enega citata, ker govorimo o narodu, o narodovi identiteti in tako naprej, judovskega pisatelja Isaka Baševica Singarja, ki je nekoč dejal, torej, ko se francoski zdaj približno, seveda ne spomnim se natančno, ko se francoski gradbenik loti graditi hišo, ne gradi francoske hiše. Ko se judovski gradbenik loti pisati, torej graditi hišo, tudi ne zida judovske hiše. Ampak na to nastajajo neke hiše, ki so del neke, torej lokalne, domače arhitekture. Kako je pa s tem, ko se pisatelj ali pa pesnik loti pisati literarno delo? Ali povejte nam vi, ki imate pravzaprav edini med nami to izkušnjo, da se človek verjetno te nacionalne zavesti ne more imeti v sebi, ko piše literarno delo. Nekako mu je imanentna. Kakšno je vaše razmišljanje o tem? Jezik, literarno delo pa posebej, ker je to jezik, ki je osredotočen sam nase. Je tistim medij, ki pravzaprav formira bližino, človekovo bližino. Univerzalnih stvari ni mogoče povedati drugače, kako svoje bližine. Iz tistega, česar se telo in duša dotika in kar pozna. Tisto, kar je neizgovorljivo, lahko govorimo, temu se lahko približamo samo preko poetične govorice, ki je vedno privezana na tisto najbližje človekovo izkušnjo. In tukaj bi se rad obrnil na zelo elokventne besede moje predhodnice, spoštovane, ki je omenila besedico korist. V tem modernem svetu, ki mu vlada samo še diktat dobička, je razumljivo, da imamo stisko s poezijo in s književnostjo nasploh, kar je popolnoma brezkoristno. Ampak to brezkoristnost, in prej smo govorili veliko slišali o nemški romantiki in Schlegelu, ki je se osredotočila prav na to, da ta jezik ni koristen, ampak da je nekoristnost znamenje lepote, se moramo vprašati, ali lahko mimo kapitala
in mimo tistega, čemer ste vi rekla, strojna digitalizacija jezika in človekove izkušnje, ali lahko sploh še vzdržimo lepoto? Jaz mislim, da ja. In najprej bom citiral Rilkeja, tudi jaz približno, v Devinskih elegijah pravi, da je lepota strašnega ravno še znosni začetek in občudujemo jo, ker se jih sploh ne zdi vredno, da bi nas pogubila. Pred kratkim pa sem prebral eno sjajno definicijo poezije francoskega, pred kratkim umrlega pisatelja in pesnika, tudi njegova proza je poetična proza Kristjana Bobena, ki pravi, edino poezija pove tisto najhujše, tako kot je to treba povedati, slovesno in z zanosom. In to je moj odgovor in če se še tako vrtimo okrog koristnosti, ne bomo nikdar prišli sploh v bližino tistega, kar v srži jezik izreka in kar je človekov dolg od nastanka njegovega zavedanja, kar je zapisano že v Upanišadah, da je jezik in pesnik, da sta jezik in pesnik povezovalca neba in zemlje. Lepše se tega ne da izreči. Hvala lepa. Bi se želel kdo neposredno navezati na gospoda Deklevo, sem se namreč zdaj vmes nekje odločila, da bom to okroglo mizo vodila kar demokratično in če kdo želi besedo, mu jo bom seveda dala. Izvolite, prosim. Es war kein Zwischenruf, aber ich glaube, Sie meinten, das Schöne ist des schrecklichen Anfang. Denn an dieses Zitat hatten Sie, glaube ich, gedacht. Aber ich würde gerne die Gelegenheit nutzen, einfach nach Grundbegriffen unserer Diskussion zu fragen. Und ich habe eben von den Zentner-Worten gesprochen. Nation, wir verwenden das in dieser Diskussion alles so selbstverständlich. Und es sind alles die problematischsten Begriffe, die sich denken lassen. Für mich ist einer der wirklich problematischen Begriffe, mehr und mehr problematischen Begriffe, der Begriff der Identität, der bisher überhaupt nicht in Frage gestellt worden ist. Wenn ich an meine maoistische Phase denke, Herr Safranski, da war der Begriff Identität für mich ein Polizeibegriff. Polizeibegriff in dem Sinne, dass die Frage gestellt wurde, können Sie sich ausweisen? Und dann hatte man eine Identität, die auf dem Papier festgeschrieben war, die hatte etwas Unfreies, etwas Festlegendes, etwas, was einen wirklich nicht atmen lässt. Und wir leben jetzt in einer Zeit, wo Identität, wenn Sie so wollen, ein Durchsetzungsbegriff für partiale Gruppeninteressen geworden ist. Was ist das für ein Identitätsbegriff und was hat er mit unserem Identitätsbegriff eigentlich zu tun? Ich würde jetzt einfach für mich selbst behaupten, ganz kühn, ich habe mindestens 5 bis 10 Identitäten, je nach Tagesform. Und bei dieser Frage, welche Identitäten jetzt prävalieren an dem jeweiligen einzelnen Tag, da würde ich sagen, spielt die Sprache einen sehr unterschiedlichen Anteil. Und das muss man auseinanderlegen. Und das ist, glaube ich, eine sehr, sehr wichtige Frage, die zu diskutieren sich lohnt. Also man muss, glaube ich, Identität und Freiheit sollte man diskutieren. Und dann kommt dazu der Begriff der Nation. Der Begriff der Nation jetzt im Verhältnis zur Literatur. Und da würde ich nun doch ganz entschieden sagen, die zentrale Aufgabe der Literatur ist gewiss nicht die nationale Identitätsbildung. Wenn man diesen Satz formulieren würde, würde sich Heine im Grabe umdrehen.
Ich beziehe mich immer wieder darauf, was Goethe gesagt hat. Wissenschaft und Kunst gehören der gesamten Menschheit an und nicht einer Nation. Und das muss man in Erinnerung rufen. Die Kunst, die primäre Aufgabe der Kunst besteht darin, Automatismen in Frage zu stellen und sie aufzubrechen. Und die Nation ist sozusagen die intensivste Form von Heteronomie im Politischen, die sich denken lässt. Und da lässt sich die Literatur und die Kunst nicht so ohne weiteres subsumieren. Insofern ist auch zumindest in der Geschichte der deutschen Literatur die Literatur erst zu einem zentralen Medium der nationalen Identitätsbildung geworden, als das Unglück schon eingetreten war, nämlich mit der Reichsgründung 1870-71. Da setzen die Kanonisierungsprozesse ein. Die Literatur wird dann zum stabilisierenden Element der Nation. Und das ist eine Verlustgeschichte, würde ich sagen. Und so müsste man viele der Begriffe, mit denen wir es jetzt hier zu tun haben, immer wieder neu in Frage stellen und sie meines Erachtens ganz entschieden historisieren. Ja, absolutno, izvolite. Zdi se mi imenitno, da smo spregovorili o tej izmuzljivosti pojma identitete. Poglejte, moderni evropski roman se prične z izgubo identitete, se vemo, kdo je bil Don Kihot v resnici. In v 20. stoletju pa postane to pravzaprav poetični program, če samo pomislim na primer pesnika Pessoa, ki je z tega napravil, ki je sebe naredil ne schizofrenika, ampak človeka, ki je razdeljen na veliko osebnosti, ki pišejo povsem drugačnem jeziku. Glede na to, da smo zdaj kar zakoračili v to identitetno vprašanje, bi bilo morda to dobro še malo dodatno osvetliti. Profesor Gard, vi ste kar veliko v vašem predavanju govorili o vprašanju identitete. Kako bi pa vi odgovorili na izziv, ki smo ga zdaj slišali? Also, ich unterscheide mal zwischen individuellen Identitäten und kollektiven. Ja, was Herr Osterkamp sagt, ist es ganz klar. Ich bin Vater, ich bin Wissenschaftler, ich bin Mitglied eines Fußballvereins und ich trete überall anders auf, auch sprachlich. Das ist eine Selbstverständlichkeit. In Kollektiven ist es nicht ganz so, weil es eben Kollektive sind. Wenn Sie zu einer Großgruppe gehören, bis hin zu einem Staatsverband, dann kippt das nicht mehr ganz so schnell. Aber bei Kollektiven ist es so, dass viele derjenigen, würden Sie mit den Mitgliedern reden, ob sie in der Sprache eine sozusagen wuchtige Manifestation ihrer Identität sehen, dann werden sie wahrscheinlich sogar verblüfft. Aber in dem Moment, wo sie etwas erleben, was sie als einen Angriff wahrnehmen, in irgendeiner Weise, ja, in diesem Moment, das kann eine Fremdsprache sein, das Englische heutzutage, das war das Französische lange in Deutschland gewesen, in dem Moment, dann schnurren sie so zusammen, ja, sozusagen werden zu so einem harten Kern und dann wird Identität etwas Unverbrüchliches, Festes, das gehört zu uns. Ja? Aber das ist wie ein Reflex, ja, sozusagen. Es ist wie ein Reflex und dann ist alles möglich. Das kann sich aber auch ein Herrscher, also ein Autokrat zu eigen machen, ein populistischer Politiker kann sich das zu eigen machen, sozusagen an das Wir-Gefühl zu appellieren. Und dann hilft auch oft, das wissen wir, dafür brauchen wir nur den Fernseher anzuschalten, ja? Dann hilft auch oft die vernünftige Sicht nicht, aber es gibt doch viele, Identitäten wandeln sich, die sind historisch. Das ist faktisch richtig, aber es geht unter in der Woge des Emotionalen in so einem Fall. Ja? Und davon leben ja auch manche Politiker. Ist ja völlig klar. Ja. Hvala lepa. Aha, das Gleiche gilt für den Begriff der Nation. Das Gleiche gilt für den Begriff der Nation. Der ist den können Sie zerlegen, Sie können da Wochen darüber sprechen. Aber
plötzlich ist vielen Leuten völlig klar, was ihre Nation ist, ja, in dem Moment, wo eine andere Nation irgendwie einen Anspruch gegen sie erhebt. Das ist ähnlich, ja, das ist auch so ein Totalitätsbegriff, hat es Fritz Hermanns mal genannt. Ja. Wuchtige, große Begriffe, von denen man sagen würde, ach, damit kann man nicht operieren, die Wirklichkeit ist viel differenzierter. Plötzlich passiert was und dann sind diese Begriffe da, da wird nicht mal diskutiert. Ja. Eine Zwischenbemerkung zur Frage der individuellen und kollektiven Identität. Einerseits gebe ich Ernst Osterkamp recht, dass die Identitätsdiskussion oft mehr Unheil anrichtet als Heil. Andererseits denke ich an Identität und Geschlecht und nicht nur Individuen haben ein Geschlecht, nicht nur individuelle Identitäten, sondern auch kollektive Identitäten haben ein Geschlecht. Und hätte unsere Diskussion hier vor 30 Jahren stattgefunden, dann hätte niemand irgendwas dabei gefunden, behaupte ich, wenn hier überhaupt keine Frau gesessen wäre in unserer Mitte. Und dann wäre auch die Sprache, vor 30 Jahren war auch die Sprache noch eine andere. Und insofern finde ich das nicht so übel, dass sich manches weiterentwickelt. Wer weiß, wie wir in 30 Jahren, diejenigen, die dann noch leben von uns, wie wir dann sprechen werden. Also das mit der Identität kann man auch auf die Spitze treiben, sodass man sich in den Spiegel schaut und nicht mehr weiß, wer man ist. Aber ein paar Fortschritte gibt es ja doch. Izvolite, profesor Štih. Ja, jaz bi se samo toliko navezal na te moje predhodnike, ko smo govorili o identiteti, da bi rad opozoril, da je pravzaprav to ena beseda, ki je aktualna šele v zadnjem času. Saj v zgodovinopisju pravzaprav besede identiteta še pred 20 leti skoraj da nismo uporabljali. Mi smo govorili o pripadnosti, občutku pripadnosti, kolektivni zavesti in podobnih zadevah. Ampak besede identiteta nismo uporabljali. Danes se osrečate povsod, od politike do znanosti, do ne vem česa vse. Ni diskurza, kjer ne uporabljate besede identiteta. Saj zgodovinari, jaz sem zgodovinar namreč po stroki, smo jo prevzeli od sociologov. Sociologi so prvi pravzaprav začeli razvijati in se sprašati, kaj so to identitete in pravzaprav kakšne identitete poznamo. In s tem smo dobili v roke seveda eno orodje, ki nam pomaga bistveno bolj razumeti stvari oziroma jih opisati sploh te stvari. In to velja tudi za seveda etnično ali nacionalno identiteto oziroma zavest, občutek pripadnosti, kaj to je, kako to opisujemo. Ne. Skratka, diskurs se je popolnoma zamenjal v zadnjem času, ko govorimo o vseh teh stvarih. Samo toliko sem hotel na tej načelni ravni opozoriti. Ne. Hvala lepa. Profesor Virk, vi ste pa v svojem referatu dejali, ne, zdaj, če vendarle še nekoliko povrtamo in ostanemo pri tej, recimo, nacionalni, narodni identiteti, ki, kot razumem, zdaj iz te diskusije, seveda je potreba upoštevati tu neka opozorila, seveda nikoli samoumevno, nikoli kar tako repetitivno uporabljati nekaterih pojmov, kot so identiteta, narodna identiteta in tako naprej. Ampak vendarle imajo tudi ti sociološki fenomeni, kot ste dejali vi, profesor Virk, neko močno vlogo, recimo, torej cilj, vi ste sami dejali v referatu, ko je cilj konstitucije naroda dosežen, ne, začne literatura bolj razvijati svoje druge potencijale. Kako vi vidite torej to literaturo prej in potem? Ja, seveda, moj tekst je bil pisan glede na ta naslov, ne, in vse, o čemer sem pisal, se navezuje na to temo. Sem pač vzgojen v strogi disciplini in se skušam držati teme. Ne. Govoril sem tako o tej, najprej sem opisal tradicionalno vlogo recimo literature, ki je bila za mnoge srednjeevropske narode definitivno narodno-konstitutivna.
V bistvu sem pozabila samo to, da morda na slovenskem primeru bi bilo pa za nemške goste še posebej zanimivo to slišati. No? Ja, bi bilo. Samo bi bilo dolgočasno, ko bi ene pol ure našteval, verjetno. Ne? Ampak ja, tradicionalna vloga literature, če zelo nasplošno odgovorim, se je spremenila. Ravno tako, kot se je spremenil, kot sem tudi upam, da dovolj jasno nakazal v svojem nastopu, ta tradicionalni trdni status vseh teh pojmov, identitete, danes, kot smo slišali pri vseh drugih, ni več samoumevna, še enkrat ponavljam, kar sem povedal, tudi pojem naroda ni več samoumeven. Ne? In ta trdna povezanost, tradicionalna iz 19. stoletja, vsaj za polovico evropskih narodov v času konstitucije, ta trdna povezanost med literaturo, narodom, ki je tvorila identiteto, seveda je izgubila svojo funkcijo, to se pravi literatura, potem, ko je nek cilj dosežen, v tem primeru nacionalne konstitucije, družba ne potrebuje več take literature. In literatura se spreminja, literatura se prilagaja, išče nove izzive. Ampak te spremembe so tako velike in literatura, kot najbrž opažamo, čeprav po mojem, mogoče ravno v slabih časih, kot je povedal tudi Milan Dekleva, kot je nakazal, kot je aludiral, je še posebej pomembna in tudi zame je izjemno pomembna, ampak njen družbeni pomen se pa manjša. Kar smo tudi že danes slišali na vseh področjih. Zdaj gre za to, kje najti literatura, spet bom uporabil nek grd izraz, tisto nišo, da bo tudi družbeno pomembna. Jaz mislim, da izpolnjuje družbeno pomembno funkcijo, ampak družba te funkcije ne opaža zaradi marginalizacije literature, ki pa je posledica mnogih procesov, med drugim tudi drugačnega načina življenja, drugačne digitalne kulture, drugačnega načina preživljanja prostega časa in tudi drugačnega odnosa do, ne vem, avtoritete. Tudi, bom rekel, te jezikovne kolonizacije, ki sem jih omenil, ker iz moje lastne izkušnje v delu z mladimi opažam, da to njihovo ta njihova težnja po uporabi angleščine, marsikatera študentka ali pa študent sta mi povedala, ko kritiziram njihove seminarske izdelke, kako slabi so jezikovni, rečem, to ste dali Google Translate, ker vidim, da je angleška sintaksa, pa mi pravi, ja, angleš znam bolj kot slovensko, pa pravim, ja, a študirate angleščino? Pa pravi, ne, ampak tista angleščina je, potem imajo pa kakšne prevode iz angleščine, pa vidim, da narobe prevedejo slovenščino. Niti angleško ne znajo dobro, niti slovensko ne znajo dobro. In zdaj, če se vrne na tiste tradicionalne definicije Humboltove, kaj je jezik, pa mogoče mečkam posodobam, jezik, naša kompetenca za jezik vendarle kaže širino našega obzorja in tudi zmožnost globine razumevanja ali sveta ali pa literarnih besedil. In zaradi vse te situacije spremembe kulture, o kateri sem prej govoril, se zgublja pač kompetenca tudi poglobljenega branja. Vse razloge so včasih zelo banalne narave. Danes mladi berejo na svojih telefončkih in seveda ne morejo brati dolgih romanov, pa zelo zakompliciranih. To kažejo, naprimer, sociološke raziskave so pri nas bile upravljene in so to čisto preprosto pokazale. Zgublja se kompetenca literarnega branja tudi in tudi to je eden od razlogov, zakaj je literatura pač družbeno prepoznavanje njene pomembnosti. In jaz mislim, da je izziv za današnji čas najti, v čem je literatura še vedno
družbeno izjemno pomembna, čeprav družba tega ne prepoznava. Teh možnosti je veliko, so stvari, ki jih literatura nikoli ni izgubila, čeprav je vedno je bila igra, ustvarjalna igra, ampak danes so druge možnosti za igro ali pa saj razumejo mlajši ali pa propagatorji drugačnih kulturnih praks, razumejo, da je ustvarjalna igra enako učinkovita ali pa še bolj mogoče tudi na druge načine, recimo. Potem literatura je lahko odlična sprostitev ali pa za preživljanje prostega časa, ampak vemo danes, da so bolj privlačne oblike in za sproščanje in za preživljanje prostega časa. Torej, literatura tudi nima več teh tradicionalnih nog, vsaj jaz mislim, da ne, da bi bila utrjevalka narodne identitete, ne. Kje je potem tista vloga, ki jo literatura še izpolnjuje, ne? In mislim, da je, če kdo še vedno čuti, kako je literatura pomembna, ne samo osebno zanj, ampak da je pomembno, da obstaja, da je kakovostna, pomembna prav za, to je zdaj zelo patetično, bom rekel patetično za človeštvo, ker ne najdem manj patetičnega izraza, potem je njegova naloga iskati to vlogo literature, ki bi jo danes tu družba utegnila priznavati, na primer. To sem en odgovor na en podvprašanje vašo, tiste identitete se pa sploh nisem nekako dotaknil, ampak ko jaz sem razumel moj nastop kot odpiranje teme, ki se bodo odpirane, ne. Mislim, da je zelo prepričljiv tudi tisti citat slovenskega pesnika, ki ga že več slovenskih pisateljev uporablja, med drugim moja domovina je slovenski jezik, ne. To je zelo prepričljivo in definitivno drži, ampak imamo pisatelje, pisateljice, ki ima več takih domovin, ne, ki so dvojezični ali pa celo taki, ki ne pišejo v maternem jeziku, pa so svetovni klasiki in tako naprej. Tako da vse to so primeri, ki nas silijo, pravzaprav naša dolžnost, da prevprašamo te tradicionalne na videz trdne povezave jezik, identiteta, literatura, narod, ne. Zdaj sem bil majčkeno bolj obširen v svojem uvodnem nastopu, se opravičujem, sem bil očitno preveč zgoščen, da moja intenca ni bila tako razvidna, sem jo pa zdajle pojasnil in bom utihnil. Hvala lepa. Sploh vam ni treba utihniti, ampak vendar bi spet postavili neko vprašanje, ki bo morda zvenelo naivno. Ampak vi ste sami dejali, če literatura zdaj pa torej ni več eden od tistih gradnikov neke narodne identitete, pač njena vloga se siromaši in tako naprej. Ampak ali ni literatura sama po sebi, literatura napisana v maternem jeziku, literatura, ki jo piše nek slovenski ali pa nemški ali pa avstrijski pisatelj, ali ni to vendarle vedno v vsakem primeru gradnik neke, recimo te skupnostne identitete? Vendarle v tem primeru ne izgublja te svoje temeljne vloge. A bi morda recimo, da jaz čustveno tako čutim, ker sem stara šola, pa nekoliko starejši, ne. Če gledam mlajše generacije, pa veliko več občutka pripadnosti narodne identitete, ko gledajo Luko Dončića na košarkarski tekmi, Slovenca, ki blesti v ameriški ligi košarkaški ali pa na neki nogometni tekmi, ne. Takrat je še začutiti mogoče nekaj, kar je zelo podobno obdobjem, ko se je nacionalna zavest šele gradila ali pa utrjevala, ne. In mislim, da je treba realnost gledati, ne, realnost. Se pravi, veliko soočen z mladim, veliko tudi takih podobnih pogovorov in diskusij. Vidim, da identiteto, nacionalno zavest pa tako naprej do tega imajo drugačen odnos kot starejše generacije. In zdaj se vprašujem, ali ne ostanemo pri tej
samozadostni varnosti svojega občutka, svoje vednosti in delimo z drugimi, iščemo soglasje, potrditev tudi pri tistih, ki mislijo isto kot pri nas, ali bomo to zdaj vzeli kot izziv, ki ga je treba pač nekako premisliti in iz tega povleči neke sklepe. Pa vprašajmo torej goste iz Nemčije, iz Avstrije, kako pa na vaših univerzah potekajo te diskusije. Morda ste pri vas že našli nekatere odgovore na ta vprašanja, ki smo jih pravkar postavili, oziroma jih je postavil profesor Verk. Also in der Universität Wien ist es noch nicht so weit, dass die Studenten untereinander Englisch sprechen, außer sie können eben noch nicht genug Deutsch, aber normalerweise sprechen sie schon Deutsch. Sagen wir, die Angst vor dem sogenannten Langtext oder Ganztext, die schon in der Schule verbreitet wird, hat natürlich Folgen für das literaturwissenschaftliche Studium. Also da gebe ich Ihnen ganz recht. Es ist aber auch nicht so, dass es nicht immer welche gibt, die sich hineinstürzen. Also auch jetzt gibt es welche, die die Literatur nicht nur am Handy lesen. Aber es ist die Tendenz, und ich glaube, das ist nicht nur bei den Jungen so, ich glaube, das ist auch bei den Älteren so, sich von diversen Ablenkungen loszureißen und sich einem Buch zuzuwenden, erfordert eine gewisse Disziplin. Was das Nationale betrifft, heute hat bestimmt die Literatur oder überhaupt die Kultur für die nationale Identität einer kleinen Nation, eines kleinen Volkes eine andere Bedeutung als eines großen Volkes, das sich seiner Sache sicher ist. Kleine Nationen sind immer mehr unter Druck und in diesen Nationen Minderheiten sind natürlich noch mehr unter Druck. Und ich denke jetzt natürlich etwa an die slowenische Minderheit in Kärnten in Österreich, die bedeutende Literaten und Literatinnen zur österreichischen Literatur beigetragen hat. Aber bis vor kurzem war es noch nicht möglich, dass ein slowenischer Dichter den österreichischen Staatspreis erhält, also ein Kärntner slowenischer Dichter, weil es war die Voraussetzung, dass jemand auf Deutsch schreiben muss, um diesen Preis zu bekommen, den größten Preis. Das wurde geändert mittlerweile, aber hier gibt es schon noch einen brodelnden Kern der nationalen Identitätsbildung, und für eine Minderheit ist das natürlich eine Überlebensfrage, wie sie mit ihrer eigenen Literatur umgeht und an welche Literatur sie anknüpfen möchte. Und hier, es gibt natürlich auch deutsche Minderheiten in anderen Ländern, wo ein ähnliches Problem sich stellt. Ich würde sagen, für die österreichische Literatur als Ganze gesehen ist das natürlich eine historische Frage, und aktuell ist es eine Frage der sprachlichen Emanzipation, die nicht unbedingt abgeschlossen ist, und vor allem die durch diese Einflüsse, durch die medialen Einflüsse, die ich schon angedeutet habe, sagen wir, eine neue kritische Phase durchläuft. Also es findet einfach eine Angleichung aller deutschen Sprachen in der Schweiz, in Deutschland und in Österreich über diese neuen medialen Kanäle statt, und die Literatur kämpft da ein gewisses Rückzugsgefecht oder unter Umständen erobert sie sich auch neues Terrain, wenn sie damit spielerisch umgeht. Also es ist einfach, um ein Beispiel zu bringen, österreichische Autoren und Autorinnen müssen eigentlich seit nicht nur Jahrzehnten, sondern noch länger immer darum kämpfen, in deutschen Verlagen österreichisches Deutsch, nämlich Standarddeutsch, verwenden zu können. Und die junge Generation
hat dieses Bedürfnis zum Teil gar nicht mehr, weil sie zum Teil gar nicht mehr weiß, was ist das jetzt eigentlich, was ich spreche. Was ich schreibe, ist das jetzt ein österreichisches Identitätssignal oder ist das eigentlich im ganzen deutschen Sprachraum üblich? Also hier verschwimmen einfach die Grenzen, hier ist die Sprache einfach im Fluss. Also einfach nur eine kleine Ergänzung zu dem, was Daniela Striegel gesagt hat und das, was ich vollkommen richtig finde. Man muss in den Diskussionen erstens sich, glaube ich, hüten vor so einer Form des pauschalen Kulturpessimismus. Das führt zu nichts. Es ändert sich immer was in den künstlerischen Systemen und die Relevanzen werden immer wieder neu ausgehandelt und neu definiert. Und es kann ja sein, dass situativ die Literatur sozusagen in eine Rückzugsposition kommt und dann kommen auf einmal wieder die großen Aficionados, die Besessenen, die überhaupt nicht anders leben können als mit Literatur und neue Formen der Kreativität entwickeln, vielleicht in Auflagen von 100 Exemplaren, aber das war auch bei Stefan George um die Jahrhundertwende schon nicht anders. Das hat es immer gegeben und ich finde jetzt da in eine kulturpessimistische Perspektive hineinzukommen, das bringt nicht viel. Das Zweite ist, wir müssen die Situation der Literatur unterscheiden von der Situation der Literaturwissenschaften in den Universitäten. Das ist was ganz, ganz anderes, denn das, was in den Universitäten passiert, ist überhaupt kein nationales Phänomen, sondern das ist ein weltweites Phänomen. Wer sich die Entwicklung der Studiengänge in den Humanities in den Vereinigten Staaten anschaut, wird feststellen, dass also in den English Studies, Shakespeare und was es sonst so gibt, Einbrüche in Harvard, in Yale, in den großen staatlichen Universitäten, in der Ivy League von bis zu 60% im letzten Jahrzehnt erfolgt sind. Das ist eine Frage der Kommerzialisierung der Universitäten auf der einen Seite. Da muss sich eine Disziplin rechnen. Und wenn der Economist schreibt, Leute, studiert keine Humanities, das wird sich nie auszahlen, dann ist das eben so. Das ist eine Folge der ökonomischen Prozesse weltweit und hat mit den nationalen Situationen der deutschsprachigen Universitäten oder slowenischen Universitäten überhaupt nichts zu tun. Da leben wir eigentlich, glaube ich, Frau Striegel, noch im Grunde genommen in einer sehr gemütlichen Nische. Ja, genau so ist es. Das sehe ich auch so. Ich will noch mal auf das Erste zurückkommen mit dem Kulturpessimismus. Ich habe mich oft gefragt, die Deutsche Akademie kriegt ganz viele Anfragen von Leuten, die sagen, es ist so eine Katastrophe mit der deutschen Sprache, die geht immer mehr den Bach herunter. Ja? Ob das jetzt das Englische ist oder die tatsächliche oder vermeintliche Unfähigkeit von Kindern, nicht mehr richtig schreiben zu können und so weiter. Und dass die nur noch auf ihren Handys herumspielen und. Das ist sowas. Und da merkt man, dass der Wandel als solcher nicht als integraler Bestandteil von Sprache gesehen wird. Ja? Und es gibt Zitate, ich habe Texte aus über 4 Jahrhunderten, in denen das drinsteht. Ich habe Texte aus dem 17. Jahrhundert, die Studenten lesen nicht mehr. Tatsächlich, das zieht sich sozusagen bis in die Gegenwart hin. Das heißt, es gibt Kulturpessimismus, aber es gibt auch tatsächlich einen Wandel und der muss nicht immer zum Guten sein. Ich frage mich oft, was ist das jetzt, ein bestimmtes Phänomen? Ja? Sie sagten, Frau Striegel, da tut sich was, aber vielleicht kann man da auch spielerisch mit umgehen. Ich weiß das nicht, ich schreibe ja keine literarischen Texte, aber es ist sehr schwierig abzuschätzen, was ist. Ja? Ist es ein Verfall? Werden wir immer, ich weiß nicht, dünnhäutiger und dekadenter? Oder ist es einfach so, dass es neue Formen sind, deren Ende wir noch nicht absehen können? Deswegen können wir nicht damit umgehen, sozusagen im Moment. Ja, das ist einfach eine offene Sache. Noch eine zweite Sache zu diesem Identitätsbegriff. Alle diese Begriffe, Nation, Identität, was haben wir noch? Sprachenliteratur lasse ich mal weg, darüber könnte man auch viel reden. Aber diese 2 Hauptkampfbegriffe, ja, diese beiden, Nation und Identität,
die zerfallen, wenn man sie zerlegt. Ja? So, das ist völlig klar historisch. Da gibt es das ist nicht so etwas wie Genitiv oder irgend sowas, was man schön bestimmen kann. Das ist so. Plötzlich aber tauchen sie auf, ja? Wenn wir hier nach Osten, dann ein bisschen nach Norden gehen, dann kommen wir in ein Land, wo plötzlich auf einen Schlag, wuchtig, ja, massiv sowas wie nationale Interessen behauptet wird und so weiter. Dann ist das da, ja, auf einen Schlag. Es ist in Deutschland zum Beispiel weniger der Fall, vielleicht außer der extremen Rechten, da wird mal von Volk geredet und Nation oder so etwas, bei der AfD oder bei noch weiter rechts, ja, bei den Neurechten. Aber ansonsten ist das nicht üblich, im Bundestag so mit so einer Wucht aufzutreten. Aber Frau Striegel, Sie nannten eine Sache, ist nicht schlecht, Sie sind die einzige Frau, wir haben ja auch nicht so wahnsinnig viele Frauen jetzt hier, aber vor so und so vielen Jahren, Sie haben das elegant formuliert, dann hätte es gar keine gegeben, ja, und es wäre gar nicht sozusagen groß aufgefallen, es wäre selbstverständlich gewesen. In einem anderen Bereich gibt es in deutschen Universitäten eine wuchtige Auseinandersetzung über Identität und Korrelation zwischen Identität und Sprache. Und das ist die Frage, wie Frauen präsent sind in der Sprache. Ja, ich rede über das Gendern und sage gleich dazu, das Letzte, was wir jetzt tun sollten, ist über diese Frage zu diskutieren. Ich gebe das nur als Beispiel, dass auch da die Fronten unglaublich hart sind. Ja, da geht es auch um Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung und so etwas und um Forderungen. Auf einen Schlag kommt da was raus. Das ist nicht eine politische, also nicht so eine nationalpolitische Identitätsfrage, es ist aber eine andere. Und das scheint in uns drin zu sein. Und dann kommt es nach oben, wenn es einen Anlass gibt. Jan? Da navežem še v zadnjem tekmovanju za nagrado Kresnik, najvišjo nagrado za roman v Sloveniji, je med 10 nominiranci 7 žensk. Lahko dodam, da lani je bilo med ne vem koliko kandidati, na koncu 5 glavnih kandidatov moških. Ne? Tokrat, letos je povsem drugače. Ja. Torej, ampak v bistvu vprašanje bi tudi lahko bilo, ali se je kdo iz lanskega primera kaj naučil in vplival na to, da so letos stvari nekoliko drugačne. No, pa mogoče se nihče iz tega nič ne nauči nikoli, ampak zdi pa se mi, da je v zadnjem času pa nedvomno opaziti toliko močnih ženskih glasov v slovenski literaturi in to v vseh vrsteh, da nam že trepetajo nam moškim roke. Slišati, ne? Izvolite, prosim. Ja, če smem dodati malo k tej diskusiji okrog vloge literature v sodobnem svetu, njeni funkciji, družbeni vlogi. S tem se tudi v zgodovinari soočamo, kakšna je družbena funkcija zgodovinopisja mimogrede. Ampak če ostanem pri tem, govorili smo o krizi recimo jezika na univerzah, razumevanju, spravi nivoju jezika, ki ga mladi, koliko ga obvladujejo, na kakšen način, koliko dolge tekste beremo, koncentracija teh tekstov. Tole bi jaz povzel pravzaprav na način, da bi rekel, da morda tega se pravzaprav vsi zavedamo, pa morda ne izrečemo tolikokrat. Tehnologija spreminja jezik, kot ga ni še nikoli v zgodovini. Mi smo priča dramatičnim spremembam, ki jih morda niti še ne razumemo dobro, kaj se dogaja okrog nas. Mislim, da nas tehnologija na marsikaterih področjih življenja prehiteva, da bomo morali to še pravzaprav prebaviti in si postaviti pravzaprav, kaj sploh pričakujemo, kaj želimo, na kakšno smer gre. Recimo diskusije okrog umetne inteligence postajajo vedno bolj aktualne in so vedno bolj prisotne. Ni vse slabo seveda, ne? Ni vse slabo. Slabo je recimo to, kar smo slišali, ljudje beremo tudi seveda sam, preko interneta, telefonov in tako naprej. Koncentracija je vedno manjša, brati dolge tekste, brati debele knjige seveda zahteva disciplino, kot je bilo povedano, in koncentracijo in tako naprej, tega je recimo vedno manj. Ne? To je seveda en manko. Ne?
Mi smo obvezno čtivo klasično literaturo, smo seveda morali še prebrati to klasično literaturo. Otroci danes ne berejo več romanov svetovne literature. Jih poznajo po povzetkih, ki jih dobijo na internetu ali kakorkoli že. Zopet v eni površni obliki. Po drugi strani pa mi prav ta tehnologija omogoča seveda, da berem ali pa da lahko berem stvari v jezikih, ki so mi tuji. Kakorkoli so te prevajalniki nepopolni in seveda nikoli ne bodo mogli nadomestiti človeka, zlasti v tem umetniškem izrazu, so pa vendar zelo koristna orodja in vedno boljša so. In vedno boljša so. Te prevodi so že pravzaprav zelo, zelo uporabni in razumljivi. Celo tako majhnem jeziku kot slovenščina. Jaz se lahko s ChatGPT-jem pogovarjam v ne tako slabi slovenščini, kjer ima pravilno postavljene vejce, kjer se pogovarjava, torej neverjetno je, kaj se dogajajo. Se pravi, tukaj smo soočeni z, kot sem rekel, dramatičnimi spremembami, od katerih bo nekaj seveda tudi veliko koristi, ampak po drugi strani prinaša prav ta tehnološki razvoj pa tudi veliko pasti. Morda spet vprašanje za profesorja Garta, ker ste prej rekli, nekoliko tipamo v tem trenutku, saj ne vemo pravzaprav, na kateri točki smo. Ampak jezik je neka zanimiva reč. Morda jezik nekatere spremembe v družbi lahko zazna, še preden jih zaznamo mi sami. Se upravičujem, če se vprašanje ne zdi smiselno, ampak vi boste gotovo poznali odgovor. Also, ob sie vor uns erkennen kann. Es gab mal so eine Vorstellung, dass die Sprache ein eigener Organismus ist, der sozusagen vor sich hin lebt. So würde man das nicht mal sehen. Vor uns erkennen würde ich nicht sagen, aber es ist so, dass die Sprache ganz vorne in Streitfragen sitzen kann, ja? Wenn wir diese Diskussion um das Gendern machen. Begriffe werden ja umkämpft, auch in der Politik. Und wenn sie lange genug da sind, dann sickert das ein, ja? Sozusagen, dann denkt man in diesen Kategorien. Insofern, also nochmal, ich würde nicht sagen, dass sie das vor uns erkennt, aber sie bewirkt etwas. Wenn man dann, so funktioniert doch Propaganda. Wenn man Sachen immer wieder in einer bestimmten Weise hört, dann geht man ganz selbstverständlich damit um, mit diesen Sachen. Dann ist es sehr schwer, das wieder zurückzuholen, so eine Angelegenheit. Ja, seveda. Rad bi se navezal na Petrovo prej izvajanje, kar se mi zdi zanimivo. Nove tehnologije. Pred približno 40 leti povedal eno anekdoto našega imenitnega pisatelja Floriana Lipuša. Je na vprašanje, kako balansira med nemščino in slovenščino, rekel, ja, zelo enostavno. Krava pomolzam v slovenščini, avto pa popravim v nemščini. Kar je za mene sjajna definicija tega, kar se nam lahko zgodi pri nenadzorovanem spopadu z visoko tehnologijo. Ne? Tukaj je treba biti, po mojem, res čuječen, ampak ni druge poti, kot da je čuječen vsak zase, tukaj ni kakšne univerzalne formule ali pa prepovedovanja, jasno, ali metanja študentov po stopnicah. Ne? Hvala lepa. Milan, vi ste zdaj že tako nekako sklenili, ne? Ste že nekoliko tole našo debato uokvirili in bi zdaj prosila še preostale goste, če bi pravzaprav tudi sami naredili sintezo iz tega, kar smo danes slišali in seveda na tematiko, o kateri danes govorimo, ne? Torej jezik, kultura, identitete, pa bi šla morda kar po tej vrsti naprej. In bi prosim nadaljevala kar z vami, ja. Gospa Strigal. Ich glaube, ich hüte mich, sonst verfalle ich in den bereits hier an die Wand gemalten Kulturpessimismus.
Wenn ich an die Literatur denke, bin ich eigentlich gar nicht pessimistisch. Es ist eher so, wenn ich an die Literatur an den Unis denke, dann bin ich pessimistisch. Es gibt so viel Neues in der Literatur und so viel, da wird so viel mit Leidenschaft geschrieben und immer wieder Überraschendes geschrieben, dass ich nicht an der Literatur zweifle. Ich glaube auch, irgendwann wird das Pendel in die andere Richtung schlagen. Irgendwann wird jemand sagen, man könnte ja so ein Buch auch in der Schule wieder ganz vom Anfang bis zum Schluss lesen. Und dann wird jemand sagen, tolle Idee, das probieren wir mal aus. Also vielleicht das ist so meine Utopie, dass das irgendwann wieder sein wird. Torej, glede na to, da je bil naslov današnjega pogovora jezik, literatura, identiteta in narod, bi rad spomnil, kot zgodovinar seveda čisto v drugo smer vas bom zapeljal, na eno knjigo, ki vse te 4 pojme povezuje in ki do danes opredeljuje diskurs o teh vprašanjih, in to je Sveto pismo. Stara zaveza, v stari zavezi imate pravzaprav 2 ključna momenta, ki še danes opredeljujeta vse predstave, ki jih imamo mi o narodih. In to je zgodba o Noetu, imate ta biološki ključ, genetski ključ, vsa ljudstva izvirajo iz Noetovih sinov, se pravi, ljudstva so, narodi so skupnosti po krvi povezanih ljudi. To je še vedno, kar so splošne predstave, ne? Kakorkoli, zato tudi negativni odnos do migrantov in tako naprej, vseh priseljencev in vse to je s tem povezano. Drugi seveda ključ, ki je opredeljal, ki je pa določil vlogo jezika pri narodih kot glavnega, pravzaprav distinktivnega elementa, je pa seveda zgodba o Babilonskem stolpu. Tukaj je jezik kot ključni distinktivni element, kot ključni dejavnik pravzaprav razlikovanja med ljudstvi oziroma narodi, tem, kar mi to govorimo, neopredeljen. Danes vemo seveda, da temu ni tako, ampak te predstave so seveda še vedno izrazito prisotne in opredeljujejo naš pogled, ko govorimo o narodih še danes. Pri Slovencih je to zelo izrazito. Zlasti pri Slovencih, bi tudi nemško govoreče oziroma nemške kolege, ki ne poznajo slovenske zgodovine ali pa slovenske zavesti, slovenske identitete, tako močno, ta je izrazito vezana na jezik. Ne. Mi se razumemo kot skupnost ljudi, ki govori slovenski jezik. Tisti, ki govorijo slovenski jezik, so pravzaprav Slovenci. Čeprav seveda ni tako nujno. Ne. Ni tako nujno. Že antični pisci, kot je Isidor Sevilski, ne, on pravi, narodi izvirajo iz jezikov. Ne obratno. Torej najprej jeziki, potem narodi. Ampak hkrati tudi seveda ugotavlja, da je več iz svojega lastnega opazovanja seveda, da je že več ljudstev, kot je jezikov. Ne? In tukaj je on potem bil v dvomu, kako seveda, to bil že to prva analitična pravzaprav razlage, kako to razložiti, ta diskrepanca med Božjo besedo, avtoriteto Božje besede in tem, kar je on videl. Ne? In potem je seveda tukaj razvojna teorija. Ampak kar hočem pravzaprav povedati, da ne bom preveč o tem govoril, to seveda zaradi recepcije, ki ga imajo Sveto pismo skozi celotno zgodovino, ne, so te predstave še vedno izrazito žive in opredeljujejo tudi naš pogled na pravzaprav to pokrajino, kar ko govorimo o narodu, jeziku, identiteti in tako naprej. Hvala lepa. Izvolite, prosim, profesor Gard. Also die Bibel kann man nicht mehr überbieten. Ich wüsste nicht, was ich dem noch hinzufügen sollte. Danke. Ich auch nicht. Aber ich würde doch gerne festhalten, gerade bei dem, was Herr Stich jetzt hervorgehoben hat und worauf er den Finger gelegt hat. Ich denke, dass ich doch eine ganze Menge aus dieser Diskussion gelernt habe, und zwar deswegen, weil gerade, worauf Sie aufmerksam gemacht haben, solche Begriffe wie Nation und Identität in einem Land wie Slowenien aus der Summe der geschichtlichen Erfahrungen heraus unter Umständen ganz andere Bedeutungen und Relevanzbestimmungen mit sich führen, als das
in Deutschland der Fall ist, wo solche Begriffe mit großen Warntafeln versehen sind. Und dafür bin ich jetzt sehr dankbar, dass diese Klärungsprozesse hier in dieser Diskussion stattgefunden haben, was dann aber auch darauf zurücklenkt, dass, wenn wir diese Begriffe verwenden, wir unseres Amtes als Intellektuelle zu walten haben, das heißt als Wächter der Differenz. Wir müssen tatsächlich sehr sorgfältig mit diesen Begriffen umgehen. Im Übrigen kann es kein Schlusswort geben, denn wir befinden uns in ausgesprochen dynamischen Prozessen. Ste vi zdaj še na vrsti, ne, s to neko... A ja, bi se rad kdo odzval na to, kar je dejal gospod Osterkam? Seveda lahko sedimo tu tudi do 2 ponoči, ampak ljudje mi nekako dajajo znake, da pa morda je bil tale čas prav dovolj, tako da ne bi pretiravala, ne, tudi občinstvo ima seveda svoje. V tem primeru, gospod profesor Virk, morate skleniti vi debato, ker vi ste zdaj tukaj na koncu in še vas prosim za vaš sklep. Imate prav, ta pogovor je že predolg, ampak vseeno prekratek pa, da bi do enega povzetka prišli, ne. Mislim, da je edini nauk, ki ga lahko potegnemo, je, da vedno, kadar poskušamo argumentirati, uporabljamo takšne splošne sodbe, ki so bolj prepričljive. Potem nas pa replika opozori na to, da je vedno to samo en vidik, ne. In takšen pogovor, čeprav ne pripelje do zaključka, se mi zdi, da nas pa opozori, kako pomembna je nenehna refleksija in autorefleksija, in to se mi zdi, da je poanta takšnih pogovorov, ne pa nek sklep, tako kot politiki, ki vedno na koncu napišejo neko skupno mnenje. Hvala lepa cenjenim gostom in gostji za sodelovanje in seveda jutri vam vsi želimo še naprej uspešno nadaljevanje konference. Hvala lepa. In gostji in seveda jutri